All right, good morning. Wie är det alla? Hey, good morning Lebenswasser. Welkom alla hier til Lebenswasser Kirk. Het is goed jullie alla te zijn, vriendelijke gezichten. Ook al je wat van jou zum eersten Mal hier zijn. Voelt je ganz tüßig, holt je een koffie daar ben. Ziet je loten, we worden hier een goede tijd haben. We worden Gott loven en prijzen en meer van hem leren. Dankzij ook al je wat du online kijken doen voor onze partner van jullie zijn als smart. We hopen je een gezegende dag en een gezegende week voor jullie. So, wenn je wel meer van Lebenswasser zijn, meer informatie, oder je wel een beetje highlight zijn van wat Lebenswasser deed, kan je deze QR-code hier scannen. Bloß je een phone nemen, den scanning, en dan kan je ons following on Instagram, Facebook, verschiedene redes sociales. So, merkt je een part van dort, du kan je immer dag voor dag een klein beetje zijn wat we alles doen als Lebenswasser Kirk, right? Hey, van deel is de grote dag, Sommeravond, klok 5 uur. So, wer komt alle uit daar? There we go. Wanneer je plans haben, cancel hem. Bloß ruhig mit den Plans, kommt hier an, das ist die Kirchenfamilie, das ist wichtig, no, I'm just kidding. Aber weißt ihr, wir wollen hier sind alle sein, wann möglich, bringt ein Barbecue, bringt eine Schiven, eine Tenedores, ein Satten, ein Steuler, was immer ihr alles wollen bringen, right? Und für jeden nicht tüß. Und wenn die sagen, hey, meine Freunde sind von uns nicht rum, aber wir haben nichts zu tun, kommt rein. Wir haben nur ein paar Barbecues, die wir up sind. Und dann kannst du mehr Menschen treffen, die Fleisch zu stop backen, nur plus eine sehr gute Zeit sein. Und so, please, kommt alle rein für Sommerabend, Klok 5 Uhr von dir. Nächste ist für die Jugend. So, ich kicke hier an, für all die junge Jugend, right? So, der erste Einflusscamp, es war aber hier, den 20. bis 23. August. Signt ihn ab für dort, die können online tun, on Instagram. Viele von Ihnen wissen nicht, was Instagram ist, aber ihr könnt dort durch dort down. Oder ihr könnt im Information Desk gehen und dort dort für mehr Informationen fragen, oder ihr dort auch absignen. Und so, das ist ein bisschen eine gute Zeit. Ihr könnt ein Phone even hier tun, dort habt ihr ein nicht Signal. Ihr könnt mit Freunden sein, Sports spielen, Worship horchen und bloß eine gute Zeit haben. Und wollt ihr, dort ist ein life-changing Event für viele Menschen. So, ich merke bloß mal, signed up für Einfluss Youth Camp. Hey, wir haben hier ein Video gemerkt, Pastor Jacob Hoff von den Meier für Jesus Project. Ich sehe hier nicht nie het pad van de Verleif. Dat pad is ganz vorig. Ganz op Jan eng, op de bovenste vloer. Daar zijn een paar klaarstoven, die zijn vorig, die zijn reit am Brücken. Op de engerste vloer, daar zijn bootstoven, die zijn ook vorig. We hebben hier airconditioned baan. De batterie, alles schaft hier ben. Aber ich will je een beetje wijzen waar het hier wieder komt in den Auditorio. We waren hier zo durchgegaan. We hadden het hier een beetje touw gemerkt met plastic, dat het niet en het niet het pad aanstift. En aber ik kan je zeggen dat de wegen die zijn vorig. Die zijn rondom vorig, rijtum vorven. Dat verste pad dat is al gevorft, dat is waar de stage aan komt. De ingerbeen die is al vorig. Met vorven. Er is nu een elektricist wat de schaft. De lichten alle hier aanhangen, dat hier lichtbanen is. En dit is dat materiaal wat we willen betrachten. En dan hier aan de wand aandoen, dat het hier stijlbaar is, dat het niet schalt. En dat zich dit hier makkelijk veilbaar. En zo dit part is de stage hier, waar we eenmaal napgaan, dat je kan zijn. Vandaar, we zijn dankbaar, we zijn schaftig, dat we wieder schaffen können und dass die Bühne wieder geht. Und hier kann ich einmal ein bisschen sein, wo der Progress wiederkommt. Das sind hier was Stuben, was der Top gehört sind mit dem anderen Gebiet, mit der Kirche, die sind all fertig, uitgeforft und alles. Und aber das hier von Stage, das ist das Part, was dann was der Auditorio sind. Das kann about 1000 Steiler nehmen. Und so hier kann ich mit dir sein, wo das wiederkommt. Dankeschön für freigebig sein, Dankeschön für Port sein an diesen Bühnen und Bühnen für das Taukommen. Hey, ich habe hier noch ein Slide, was ich Ihnen will wiesen muss, dass ich kann mit sein, wo das sind, wenn Nummers. So, das, was wir sehen, und zu Jahr, was da noch fehlt, dass wir das können vorig merken, das sind Dollars.
En dan januari, februari, maart, april, mei, juni, dat jij zijn waar het geld is aangekomen. Dit is het nummer wat er nog veelt, wat we in estimate hebben gemerkt, wat we geloven wat het wordt zijn. De estimate is al van stout terug wat we in gemerkt hebben, maar basically wat er nu nog veelt is de sound, de tech, de speakers, al die dingen wat er nog veel te kopen. En dan willen we de vloer beleiden met rugs, dus de walkways, waar we aangaan, de gangs en zo wat. En de stijlen, zo zijn al, kan al in eng van dat zijn, dat we dat kunnen vorig merken. De nummers wat je er zijn, dat is commitments, dat zijn wat mensen zeggen, wat ik geven wil. En dat, dat is meest alles aangekomen, dat geld. So we kunnen about nog een maand langer schaffen met dat geld wat we nu hebben. Een ziel wordt zijn dat vorig te merken dit jaar, maar we schaffen dus dat geld aankomt en je hebt je dat met je idee wat we zijn. Ik zie dankbaar dat we kunnen zo fijn schaffen, maar hier ohne eigenlijk de contractors wat die geschaft hebben, een goede arbeid gemerkt. En so, ik zie dankbaar voor dat. Ik zie ook dankbaar voor jullie wat de bezorgd zijn en wat de vrouwen, waar dat wiederkomt en waar we dat kunnen vorig merken en die dingen. So dankzij voor plus met draaien, met plan en plat zijn van deze ganze buur. Wat we naam dat meer voor Jezus, we merken meer ruim dat we meer mensen erreiken kunnen. En dat is wat het really is. Dat gebied, dat is een bereidschap, zoals ik dat naam. Dat is een tool wat we gebruiken kunnen om mensen erreiken voor Jezus, wo we zelfs kunnen thuis zijn, wo we kunnen jeder zondag komen wassen en onze kinderen, de toekomst, de nächste generation, een nieuwe generation, wat we kunnen zijn, dat er wat is voor die. En zo, dankzij voor port zijn en plan en verder weg gaan met deze ganzen buur. Dankzij en God zien zijn met je. Awesome, hey. Je hebt je een grote hand voor wel vrijgeverig je zijn als kerk. En wat ik geloof, dus veel wijsheid hingen de leiderschap, dat we bloostaan buren, zoals dat je halt nan komt, dat we doen ons niet in de schuld nan, right? Maar we willen alle een port zijn voor mij, voor Jezus. Ik wil vragen dat je alle opstaan willen. Nu gaan we in praise and worship nan. Ik geloof dat is een van de wichtigste part voor nu, wat je kan doen. Bloos je hart opmerken, je ogen toemerken en zeggen, Jezus, wie komt voor die? Wie laufen die Jezus? Wie merken ons hart op? Wie beten bloos hart, dat die wirst ons persoonlijk vertellen von dir. We love you. Moment
stund var, hvor de for mig døjt så at se. Det opsmitte, kratteding, så stymine, jo en opmærksom sein, at se at stund var, hvor de for mig døjt så at se. At hvor Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Jesus, you are worthy, altogether worthy. Praise, bring him your praise. Jesus, you are worthy, altogether worthy. Praise, bring him your praise. Jesus, you are worthy, altogether worthy. Praise, bring him
bist noch einmal Gott, Jesus, auch in der schlechten Zeit. Das Leben ist sich einmal Gott, aber du bleibst einmal Gott. Deine Läufe, die bleiben für immer. Ich danke dir dafür, wir danken dir dafür, Gott. Ich bete für uns nach heute, dass wir können hören, was du von uns sagen, was von dir. Und dass wir können die Dollar lernen. Amen. Das ist eine Geschichte von einem Prediger, der hat vor 4 Jahren einmal gepredigt. Und einmal Tag, ein Sonntagsmorgens, dann wachte er ab und das heißt, an der Arechte sieht Bad rausgefallen. Und das ist bloß ein bleiber Tag, würde wir sagen, oder bloß nicht ein sehr ferner Tag. Und dann fand einer von seinen Elders in die Kirche und er sagt, dass er fühlt sich nicht gut. Er wird nicht naar de kerk komen en dat is ook goed. Ik meine, wie gesagt, wat de predigen deed, aber zuerst den Phone Call gemerkt hat, dann lud er seine Fischerie ab, all seine Angeln, seine Dinge zum Fischen fahren. Fährt er 3 Stunden auf, noch ein Lektor, ein Fischtor, er denkt so, da wird keiner von seinen Lied sein, da wird keiner am Kahn, er wird dann da, er wird schon fischen und ganz Friede sein. Nächsten Tag, den nächsten Sonntag war er in der Kirche und Predigt war er von Trüsen und von Gott nur folgen und Jesus nur folgen, so eine Dinge. Und nur die Kirche, dann steht ein älterer Onkel, der bleibt auf ein bisschen stehen, der kommt noch am Vertalen. Und der sagt, ich freue mich, Pastor, dass du gesünder bist, von dir, dass du hier bist zum Predigen. Er fühlt sich ein bisschen funnig, aber er sagt, Dankeschön. Dann sagt der Mann, dass mein Sohn, der schafft bei der Leck, wo die Fähe sind, noch Fashion Dates. Und dann sagt der Mann zu ihm, ich baue das nicht, dass du ohne Sinn noch Fashion fährst. Aber ich baue das, dass du das im Verstärk machst. Und wenn ich einmal denke, wie es steht in uns Leben. Ich habe manchmal zu ihnen gesagt, dass was von Christ ich sehe, dort als der Christ, wer ich sehe, wenn keiner checkt. Hier verjühnt kann ich alle Hand tun, du kannst sehr schmack die abstellen. Aber wer sehe ich, wenn keiner checkt? Und ich will Ihnen bloß sagen, dass ich heute Fäse noch keine Feste kriege. So. Fäse noch wie ich nicht hier. Ich fand einen von meinen Elders, ich sehe, ich kann nicht reden, meine Stimme ist weich und so, Pastor Jacob redet für mich. Aber ich kriege keine Feste, wenn ich nicht fashion. Wenn ich nicht rede, dann denke ich habe Sold, aber anyway, ich weiß nicht. Aber wir sind in der Botschaften, die nahen wie von Glauben zum Leben. Vielleicht muss ich gebogen werden, dass ich nicht 2 Weg 3, dann rede ich von Glauben, Rat. Wir checken nur, dass Glauben gibt uns eine Erlösung, das gibt uns eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Und das ist sehr wichtig, dass wir dort haben. Aber wenn dort ist passiert ist und du hast Jesus angegeben, du bist gerat, dann ist die Frage, was passiert nur dem, was du gerat bist. Stell dir mal vor, dass du ein junger Polit oder junger Mädel, die merken Chas und sie haben Chas das, sie schreiben Trüschen und schreiben den. Und als die Chas ist eben ist, dann sagt der junge Mann zu seiner jungen Frau, weißt du Gott, ich danke dir, dass du die mit mir befreit hast. Dankeschön für mir Raten von einem einletzten Leben. Aber sei waren es in 40 Jahren. Wenn ich einmal krank war, ich zurückkomme, oder wenn ich einmal in Not war, ich zurückkomme, oder wenn ich einmal irgendwo am Storbad sehe, dann war ich die Phone, oder dann war er tot sein. Wir würden alle weiten, dass das nicht eine Eiche. Wir würden alle weiten, dass dann ist der große Trouble. Aber hier ist das Denklied. Einmal lebe ich ans Leben für Gott zu stehen. Dankeschön für mir Raten, Jesus. Aber sei waren es in 40 Jahren.
Zij waren es, wenn ich in Trouble zie. Zij waren es, wenn ich krank war. Zij waren es, wenn ich bei mir eigentlich habe. Aber eins loopt mich toch, ich will mein Leben leben. Aber wenn das oder dort irgendwas passiert, dann will ich wahrer durch sein. Und das ist nicht, was Glauben schafft. Und so von der will ich reden von Glauben verwandelt. Und wenn wir gerat sind in Christus, wir haben eine Seiligkeit, wir sind gerat, unsere Sinnen sind vergeben, wir haben eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Was passiert dann? Das ist die Frau. Und so, ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, ich stelle mir so vor, viele von euch hier von dir, die würden kein Zeugnis geben, von wo Gott dein Leben verändert hat. Von da, als du mal in Sinn lebst und du wirst vielleicht wieder von Gott und du wirst in Trinkerie, Hurerie, was immer alle, aber du wirst nicht von Gott. Von dir, was wurde die hast Gott handgegeben und die denken, auf ganz geändert, über dort, was passiert da inzwischen? Das wird interessant sein. Wir hören einmal so eine Geschichten. Aber Glauben verwandelt. Die Bibel lehrt sehr klar, dass wirklicher Glauben leidt nun Leben. Jakobus sagt sehr klar, dass wenn mein Glauben tot ist, dann ist es kein Leben. Aber wenn du ein Glauben hast, und dort sei wie von Abraham, habe ich gerecht vor dich durch sein Glauben, aber sein Glauben hat Bein. Sein Glauben jengt. Gott sagt zu ihm, verlut deine Familie, dein Tüß, dein Makel, das Leben so zu sein, und jetzt in ein anderes Land, was ich dir wiesen, und Abraham hat jengt. Dann sagt Gott zu Abraham, da mal den Sehen gehen opfern, das ist eine really sehr interessante Geschichte, aber Abraham hat jetzt. Na, der Schrift merkt es sehr klar, dass Abraham wie gerecht vor dich durch sein Glauben. Aber der Glauben, der hat Bein. Der Glauben, der jengt, der Glauben, der lebt. Und so muss es bei uns sein. Der selbst Glauben, was uns rat, ist auch der Glauben, was uns transformiert. Oder was uns verwandelt, das wird es sein. Ein von den großen rechten Denken im Christentum ist, dass Gott hat die Rat für den Himmel. Na, das ist ein Part davon. Wir wollen in der Ewigkeit bei Gott sein, weil wir wollen, wo immer das ist, was in der Ewigkeit ist, ob das die Erde oder bei Gott oder was immer, wir reden von dem Himmel. Wir wollen den Himmel, wir alle wollen den Himmel. Aber das ist nicht, für was Gott das ist nicht das einzige Ding, für was Gott die Rat hat. Wir leben in einer Welt, was schrecklich düster ist. Eine Welt, was sinnlich ist, eine Welt, was arg denkt. Nun stell dir mal vor, dass das ja kein Licht und das ja kein Salz in dieser Welt, die verfühlt. Aber du hältst den Licht in ihren Armen, du hältst den Salz in Salzstreuer. Und so Gott hat uns geraten, nicht bloß für die Ewigkeit, nicht bloß für den Himmel so zu sein, aber für hier nu. Und ich und du haben eine Verantwortung, diese Welt eine bessere Stadt zu machen, diese Welt zu bedachen so zu sein, Geschmack bringen in diese Welt nehmen. Und so Gott hat uns nicht bloß geraten für die Ewigkeit, aber auch für das Leben hier. Weißt du, wenn wir an Jesus leben, dann haben wir ewiges Leben. Nicht ein ewiger Himmel, aber ewiges Leben. Und das Leben fängt von der an. Das Leben fängt den Moment an, wo du Jesus annimmst. Und so die Frau für mich und die Frau für die ist, wo sitzt ihr euch? Wo sitzt den Bund? Habe ich auch sozusagen den Bund unterschrieben mit Jesus und sein haben sie uns in 40 Jahren? Ich glaube nicht. Aber das ist ein bisschen ein Bild, vielleicht, wo das gibt. Viele Menschen wollen Vergebung, aber nicht Ändernis. Wir wollen Erlösung, aber nicht ein Haar. Wir wollen eine Ewigkeit, aber nicht ein Leben. Na, ich glaube, das ist nicht so dort bei uns, aber einmal ist ein bisschen ähnlich. Paulus merkt das klar in der Römerbrief, und er hat für 11 Kapitel, wo er redet von, dass wir sind gerecht durch uns Glauben, wir sind gerecht vor dich, so ist Abraham gerecht vor dich, wir durch Glauben, so ist wir haben eine Gerechtigkeit bei Gott. Er sagt, wir sind mit Jesus gestorben, abgestundet leben, wir haben den Heiligen Geist gekriegt. Aber dann kommt aber Kapitel 12. Und da war von der ein klein bisschen noch checken. Aber wenn ihr genug lehrt, Gehorsam folgt. Gehorsam ist die Frucht von Erlösung, niemals der Grund für Erlösung. Lass mich da noch einmal sagen. Gehorsam ist die Frucht von Erlösung, niemals der Grund. Statt hier 3 Sachen, wo geschrieben, ich glaube, an somebody's in Status, und dort redet von das Glauben, oder die Worten leiden nur den Glauben. Und ich dachte, my goodness, like, wenn das so ist,
Dan is de vrouw hoeveel woorden, wat van de soort, en hoeveel broekt het waar ik geloven ha. En dat is really de trouble met religion. Die weet het never. Maar dat is omgedraaid. Geloven leidt nu gehoorzaam. Gehoorzaam als de vrucht van erlösung, niemals de grond. In zo'n Römer 12, vers 1, da sagt Paulus, das steht, bereit an die Hörch, was sagt. Er sagt, wils Gott so viel Genut und Mitleid und Jünd bewiesen hat. Das Englische wird sein, therefore, like, durch wen dit passiert ist, nu als dit. So, wils Gott so viel Genut und Mitleid und Jünd bewiesen hat, ermutigt Jünd, auch jene Körper Gott zu geben, als ein helliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann, lut dort jün jästlicher Gottesdienst sein. Wen Jesus dir Rat hat, wen du eine Gerechtigkeit hast, was für Gott jährlich ist, da wen checken deine Ohren noch göttliche Dinge, da wen horchen deine Ohren noch göttliche Dinge, da wen redet dein Müll göttliche Dinge, da wen down deine Hänge göttliche Dinge, und andere wieder, wen du erlöst bist, wen du eine Gerechtigkeit hast, nu jäfst du dein Körper, all deine Dinge, deine Ohren, dein Müll, dein alles, das jäfst du nu Gott aus ein heldet Opfer. Das ist nicht das Opfer, die Rat, das ist, wenn du Rat bist. Aber nu lebe ich von ihm. Und so heißt ich, wils Gott so vergnügt Mitleid gewesen, wen Gott dir erlöst hat, wen Gott dir die Gerechtigkeit gegeben hat. Nu jeft die Hand. Wen du die mit mir befreit hast, oder wen du mit deiner Frau befreit bist, wen du mit deinem Mann befreit bist, nu jeft die Hand, in der Ehe zu leben. Das ist der einzige Weg, wenn eine Ehe schafft. Aber wenn wir sagen, sei uns in 40 Jahren, dann weit wir, das schafft nicht und das ist nicht eine Ehe. So ist es auch mit Gott. Er hat so zu sein, hat sein Leben gegeben, hat sich so zu sein mit uns befreit, hat den Bund unterschrieben mit seinem Blut. Und nu sagt er, jeft die Hand für mich. Er hat sich uns für mich gegeben. Und so das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das klar haben, dass wir sind ungenommen durch Glauben, aber dann fängt ein Leben an. Wenn wir nächste Sonntag nach hier sind, oder nächsten Mal geboren sind, dann will ich reden von Glauben folgt. Na, weil wir sehr praktisch waren, von was es meint, wenn wir Jesus nur folgen. Wo sitzt das in all das Leben? So da werden wir nur checken. Aber von der werden wir ganz besonders daran denken, dass Glauben verwandelt. Und wenn du kannst sagen, wo hat Glauben die verwandelt? Was ist anders in deinem Leben? Das wird interessant sein, das zu hören. Aber weet je, wir haben Vergebung in Christus, wir haben Rechtfertigung, wir sind angenommen, dass Gott nicht kennt, wir haben den Heiligen Geist, wir sind frei von Verdammnis, wir haben das Versprechen von ewiges Leben. Hier ist das Ding. Alles, was Gott von dir verlangt. Nu hör ich, was ich will sagen. Alles, was Gott von dir verlangt, ist Gebüt ab dort, was Gott für dich getan hat. Gott fordert nichts von dir, was er nicht in dein Leben hat getan. Und so, wenn er gehorsam verlangt von uns, oder er verlangt ein Leben von uns, das durchwehen, wenn er hat dir das Leben gegeben. Er hat dir eine Gerechtigkeit gegeben, er hat dir alles gegeben. Und wir wollen von ihm leben. So wertlicher Glauben verändert immer uns Leben. Ein Schreiber sagt, so steht, Gnade motiviert Heiligkeit. Hörst du, was das sagt? Gnade motiviert Heiligkeit. Wir haben einmal das Idee, dass Gnade, und dank schön Jesus für mich raten, aber Gnade meint, dass er keine Freiheit zum so tun sich will. Und das ist krack umgedreht. Ich habe mal gehört von Prediger, was sagt, er will nicht an Gnade predigen, wenn dann wollen sie die Menschen verfliehen, die wollen gleich mal gehorsam sein, wenn, oh, wir sind ja durch Gnade geraten, so wieder. Aber das ist really krack anders. Wann wir Gnade verstehen, Gnade lädt nur Herrlichkeit. Und das ist really das einzige Leben, was wir sollen leben. Die Dankbarkeit für was Gott für uns getan hat. In der Ferien von Botschaften, wo wir reden von Ramdash mit Jesus, dort checken wir nur Menschen, wems Lebens verändert werden. Läufi zum Beispiel. Er war ein Tax-Collector, er bejengt Jesus, und er wird Jesus sie nur fallen. Er war ein von den Jüngern, er wird Matthäus, ich meine, sie nur als Matthäus, aber auch Läufi, aber er schrift ein Part von der Bibel, er wird nur fallen Jesus. Er fluchte sein Leben für sein Glauben an Jesus. Aber er war ein Tax-Collector.
De sintelige früh, kommt naar Jezus. En Jezus verjaft haar leven wie geändert. Wie weet niet wat met haar wieder passiert, aber leeft. Ze ging eruit en Jezus zegt, go in vrede, die Glauben heeft die geraad. Zacchaeus. Hij wie ook een tax collect en kroop door een boom op. En hij begon Jezus. En Jezus ging naar hem te onkel te zijn en noordem wie zijn leven verandert. Glauben verwandelt. Sehr, sehr wichtig. Jezus seine Jünger werden verändern. Die werden nicht vollkommen. Abraham wie auch nicht. Ich meine, Abraham glaubt an Gott und er jenkt, sein Glauben hat Beine, aber dann jenkt er nach Jitten und lügt über seine Frühe und dann über dem hat er ein Kind mit den Keksen, sein Leben wie lang nicht vollkommen. Aber er glaubt an Gott und er was dabei. So ist es mit jeder einem. Jesus seine Jünger, die werden lang nicht vollkommen. Petrus zum Beispiel, wir lang nicht vollkommen, aber er wie geraten, er was dabei und er folgt Jesus nur. So 3 Dinge ganz kort, was Glauben ansteht. Erstens, Glauben produziert eine neue Handgabe, eine neue Handgeben. Und er sagt, ihr Monat könnt auch eine Körpers Gott geben, als ein heiliges Leben das Opfer. Und so wenn ich Glauben hat, das transformiert mich. Glauben jaft eine neue Handgabe. Ich habe mir Hand gegeben. Ich sehe nicht mehr mein einer Wert, das Leben, das dreht nicht mehr an mich. Eins von den Troubles, was wir haben, dass wir merken, an selbst der Mittelpunkt von dem ganzen Leben. Und alles muss an mich drehen. Alles moet ze doen als ik wil. Maar wanneer ik me Jezus hand geef, dan dreht das Leben rum an. Ich bin nicht mehr die wichtigste Person. Da braucht nicht mehr alle kriegt mein Weichgunner. Da braucht nicht kriegt alle so sein, als ich glaube. Ich habe in Vierten gesagt, dass uns Gott sie nicht kennen. Muss wie weiß genug sein, zum sagen, weißt du was, ich sterbe nicht ganz mit dir, aber wir sind Geschwister im Herrn. Und wir können noch ein bisschen verschieden denken über grave Dinge. Wir sind danach Gott sie nicht kennen, wir sind danach Geschwister im Herrn. Und einmal fett waren und wir spulen Dinge und alle Hand doofe, wenn wir nicht kriegen, über rein denken. Aber wenn ich Jesus nur halte, ich habe mir Hand gegeben, das Leben dreht nicht mehr an mich. Ich bin nicht die wichtigste Person, was du bist. Und so wie sein von Abraham, er wohnt vielleicht durch sich in sein Haus, dort in Ur und so wieder. Und Gott sagt, trag dich mal raus, komm mal in ein anderes Land, wo du nicht sicher bist und wo du gleich mal weißt, wo du hin wirst. Aber Abraham hat ging. Und so Gott lehrt ihm und Abraham sein Leben wird verändert. Moses wird kriegt so. Ein Schreiber sagt, dass Moses sein erste 40 Jahre, dann lehrt er, dass er wie ein Prinz. Er war in Pharao sein Haus ab. Und er war mit Graut bei sich selbst. Und er dachte so, irgendwie wusste er dort, dass Gott wohl am Brücken zum Israel erlösen. Und er geht mal dahin und fängt an, die Ägypter tot zu schlagen. Wenn nu war ich mal wissen, was er macht. Nu weiß ich mal rüberladen, aber die nehmen das nicht an. Und Moses muss flüchten, er muss für sein Leben ran. Wenn Pharao, wo er wie abgewaschen, der Palast, der will am anbringen. Und so die ersten 40 Jahre, dann lehrt Moses, dass er wie ein welcher Mann. Die nächsten 40 Jahre lehrt Moses, dass er wie nicht mehr an. Er wird dann wissen, wie ein Schubs hat. Und er hat er irgendwie angenommen, dass man am wird nicht, dort wie sein Leben, wo du mal geschubst haben. Und dann die letzten 40 Jahre, dann lehrt Moses, und das ist really das wichtigste Part, aber dann lehrt Moses, was Gott kann tun mit einem Mensch, was er kann nicht. Und so Moses, er lehrt das Volk Israel. Der Schrift sagt, dass Moses wie ein Mann, mit wem Gott redet, von Ungesicht zu Ungesicht. Und wenn du 40 Jahre bist du, hast du auch gelehrt, dass man die erste noch hat? Und du bist noch ein bisschen welcher Mensch? Und die Dinge drehen sich um die. Und du hast einmal versucht, selbst mal was zu tun. Du hast ein bisschen geführt, du bist mutlos und beleidigt und sagst irgendwo, vielleicht in den nächsten 40 Jahren, und wahrscheinlich mit die erste nicht. Aber wir sind in den 40 Jahren, wo wir lernen, dass wenn wir uns Gott handeln, er kann unbegreifliche Dinge tun, mit so einer von Menschen aus mehreren die. Und so Gott braucht Moses, aber wat je de Glauben verwandelt. Als Moses Gott begegnet beim brandenden Busch, das verändert sein Leben. Für immer. Der zweite Ding, was wir hier sehen, ist, das Glauben merkt das Denken nie.
In Römer 12, Vers 2. Und stellt je nicht so an, als diese Welt dat, je sollen durch jene neue Gesinnung verändert worden, dass je weten kann, was Gott sein Willen, was gut und angenehm und vollkommen ist. Wir haben viel Beker, du kannst einen Bekerstuhl angehen oder online oder was immer, und du kannst tausende Beker finden, wo wir auf Englisch nennen Self-Help-Books. Beker, was die lehren, wo du kannst Dinge besser tun, und das ist auch immer alle artig. Aber wir haben Beker zum Beispiel Winning the War in Your Mind, das ist den Krieg in den Denken gewinnen. Ich will dir ein Ding sagen, von der, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, von der Kämpfer ans Denken. Was hat dein Denken verändert? Von da, dass du ein Super wirst, oder ein Hure, oder ein Antrü, ein Eiher, oder was immer du alle wir, von da, was von der, wo du die hast Gott handgegeben, was mögt dein Denken ändern? Weißt du, was der Antwort ist? Gottheit. Denk mal an Petrus. Petrus hat wie ein bisschen Grouch bei sich selbst und er hat was er muss und er versucht, Jesus zu belehren. Er wird verlucht Jesus, mit Pflege wieder sagt der Schrift, er verlucht Jesus. Und dann, ein paar Monate später, dann steht er vor den Juden, kriegt durch, wo er Jesus verlehen hat, kriegt durch, wo er am Angst wie ein vor den Juden steht er wies mit den Fingern und ernst zu sein, sagt, je mehr und Jesus tot, Gott wirkt uns von dort ab und wir sind Zeugen für das. Was wie in Petrus passiert? Gott hat ihn verändert. Der Heilige Geist wird ihn angetragen. Und Petrus wie ein anderer Mensch. Denk mal an Paulus. Paulus wie ein religiöser, sehr feiner Mensch. Wir denken immer so, Paulus, haben wir Christen und so wieder, sei wie ein Mörder. Aber wenn wir mal ein bisschen anders an Paulus nachdenken, haben wir so handgegeben für Gott, als ein Mensch kann sein. Haben wir so handgegeben für das Judentum, als jemals wer wir. Und haben wir Christen dort nicht nur, wenn wir ein beiser Mensch wären, haben wir Christen dort, wenn dort wir eine Arechte leben im Judentum, dass Jesus mit seinen Jüngern, der brachte was nennen, was er nicht nennen gehört, und er hat alles, was er könnte, dort beschützen. Sogar Menschen anbringen, wenn es fehlt, aber dort wie Paulus ihn denken. Einmal begegnete Jesus am Weg nach Damaskus und von dort wieder, dort sagt, dass Paulus fängt kurz an, Jesus zu predigen in Damaskus. Er muss Messer ran für sein Leben, er versucht, ihn dort zu merken. Was hat geändert? Oder wer hat die Ändernis gebracht in Paulus sein Denken? Und der Antwort ist bloß Gott. Und wenn du hier von dir sagst, und du bist mal sehr deep in Düstern gewesen, und Gott hat die verändert, und du hast das Lächeln sein, das wird Gott in die deut. So das Denken von Düstern und Dach, dort hat Gott in die. Aber nur dort wir Christen sind, nur dort wir im Licht sind, nur sagt Gott, lehrt uns reich denken. Lehrt uns so denken, dass es damit stimmt, wer ihr sind. Paulus sagt es dort in Philipper 4,8. Der war klar holen, er redet hier zu Christen, er redet zu Sohnen, wem Gott all das Denken verändert hat, aber dann ist doch noch eine Abgabe von uns, dass wir uns mit der Rechte vertiefen. Philipper 4,8, er sagt es dort. Dann zu Gott laat bereiden, so er redet zu bereiden, er redet zu Christen, was Wahrheit ist, was zum Achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was leichttulich ist, was einen guten Raub hat, was gute Eigenschaften hat, was zu loben ist, damit gibt ihn auf in jene Gedanken. Und das will ich von reden, dass nu dat ich Jesus kann, nu geeft jene Körper han, jene Augen, jene Ohren, jene Mühl, jene Hang, für diese Dinge. Für das, was recht ist, für das, was ehrenhaft ist, für das, was heilend ist, für das, was Tod bringt, all diese Dinge. So ans Denken leidt uns Leben. Aber ich will haben wir das verstehen, dass das Denken von einem verlorenen Denken, was Gott hassen hat und Gott verachten hat und Jesus uitpflegt, von du an ein Mensch, was Jesus läuft und aufhalten hat, und truas, die Ändernis kann bloß Gott in die tun. Und so wenn je für einen Mensch beten, was vielleicht in der Düsternis ist, in den fehlt, dann bet, dass Gott den sein Denken wird ändern. Aber wenn je für einen Christ beten, was vielleicht ein Anrechter sein hat, für anrechte Dinge hat, oder anrecht denkt, dann können wir beten, dass die Wort Kraft haben, zum sein Denken ändern. Aber der Krieg in uns meinen, der muss erst von Gott gewonnen sein. Aber dann haben wir eine Aufgabe zum Reich lernen gehen. Und zu glauben, der dritte Ding, Glauben produziert göttliche Frucht. Glauben ist unsichtbar. Hat ihr mal an gedacht?
die kann Gott sein, was ich glaube. Ich kann nicht sein, aber das Glauben ist unsichtbar. Aber wisst ihr, was nicht ist? Die Frucht von Glauben. Das ist sichtbar. Und so, wenn ich sage, ich sehe einen Christ und ich komme nach Kirche und ich sage hier, ich bin in einer Weise, wo ich sage, das kann ich euch sein, wo ich denke, oder was ich wirklich glaube. Aber das kommt in mein Leben raus, was ich wirklich glaube. Und dann sage ich Ihnen, Vierten, wer du bist, als ein Kind Gottes, oder was du glaubst, kommt dann raus, wenn keiner checkt. Dann kommt er wirklich raus. Ich habe Ihnen einmal vertellt, dass ich von Anfang, was ich predige will, dann kann ich das sehr schlecht leiden, wenn ich wohin komme und das sogar ein enges Flügel hängen und so eine Dinge steht. Und ich kann auch mal lauter die Menschen gesagt in der Kirche, nicht hier, wenn die sind alle besser steht, aber ich habe gesagt, wir haben viele Kirchen geschafft über die Jahre. Aber ich sehe, okay, wenn du mir was mitnimmst, ich will mit dir mitfahren, auf eine Bedingung, und das hat du was für mich schmecken. Wenn du was Pliet schmecken, dann fahr Pliet schmecken. Aber wenn ich so denke wie einmal, in uns Leben, wie man Dinge verstehen, aber wer wir wirklich sind, kommt dann raus, wenn keiner checkt. Jesus sagt, es steht an der Frucht, wo je den Baum kann. Wo weißt du das, dass du einen Apfelbaum hast oder einen Peachesbaum? Das setzt du an der Frucht. Menschen planten Apfelbäume und das sind kleine Starkheit, mit ein paar Blätter da an, keine Frucht an. Wo weißt du das? Aber das kommt über dem raus. Wenn er 2, 3, 4 Jahre weißt du das, da ein Apfelbaum ist. Ich meine, du weißt vielleicht sowieso an den Blätter, aber warum sagen du weißt das, wenn über dem haft die Frucht? Und so ich sage, ich sehe einen Christ, ich glaube an Jesus, wo weißt du das so ist? Das hat eine Frucht zu sein. Vielleicht nicht Furz, vielleicht einmal nicht klicken Säuer, aber das hat eine Frucht zu sein. Glauben verwandelt. Glauben rät uns nicht bloß, ich meine, das rät uns und das ist sehr wichtig, aber Glauben verwandelt. So, wir können hier reden von Abraham und von Moses und Petrus, Paulus und 100 andere Menschen. Wir können von allen 100 Menschen reden, aber hier ist das Ding. Die werden, die halt verdienen der Stelle. Weil ihr dort in Israel, als ihr dort in Ägypten, als Israel dort Blut unter deren an muss, was sie können tun, ist, wie entweder der Seiten, und von Jahren überschreden, die haben die Blut an, oder Jahren überschreden, oder die überschreden. Weißt ihr, was den nächsten Tag zum Morgen einen Unterschied macht? Als du selbst das Blut anhast. Und das ist bei uns krank so. Wir können so reden, von wo Jana geändert haben, von wo die geändert haben, oder was Moses alle belebt, oder Petrus, oder Paulus, und so weiter. Und das sind interessante Geschichten. Was du einen Unterschied merken, das ist, was du hast getan. Haf Glauben die verwandelt. Das ist die Frau. Und so werden wir nicht einmal von Jahren reden, oder von denen, ich meine, wir brauchen die Beispiele vielleicht in uns Leben, oder an der Botschaft, was immer. Aber in Wirklichkeit, halt mir das nicht, was Gott mit Moses tut, oder mit Abraham, oder mit Petrus, oder Paulus. Was hat er mit mir getan? Hat Glauben mich verwandelt? Hat Glauben mich gerat? Das ist really die Frau. Ich meine, alles weten von dieser Botschaft, aber die Frau wünsche ich bleibt bei uns. Was ist das bei mir? Drach mein Baum Frucht. Nicht, was das tut, aber was von er. Das ist nur was von Bäumen das. Jesus sagt, ein schlechter Baum, der bringt schlechte Frucht, ein guter Baum, der bringt gute Frucht. Und sag, was ihr nicht merken. Wir leben an Jesus. Wir sagen, Jesus hat uns gerat. Wir haben eine Gerechtigkeit, was bei ihm jährlich ist. Was passiert nur dem? Sehr, sehr wichtig. Du bist nicht gerat durch Worte, aber deine Worte wiesen, was du glaubst. Und es ist sehr wichtig, dass wir dort klar haben. Die werden halt verdienen der Stelle. Du musst die Stelle haben. Was du bei Nuber das kommt dir nicht. Auf den Nuber das Blut anhaben, wir wollen Menschen nicht Evangelium bringen, so wieder, aber really, in Wirklichkeit, was die Nuber mit dem Blut getan hat, das kommt dir nicht. Was hast du selbst getan? Das ist eine Frau. Vater, wir danken dir für deine Erlösung. Dankeschön, dass du uns
die Rache gemerkt hast für die. Und nu vraag ik Herr, dat u ons wordt helpen. Zo te leven dat du mitstemmt, wer wir in die sind. Und ich weiß, wenn hier so sind, wer nach dem Diestern denkt, dann fragt, dass du den Sinn denken wirst, ganz am anderen. So ist die Paulus und Petrus und Moses und Abraham. Aber wir danken dir, Herr, dass du an uns Leben schaust und du das uns raten, du das uns eine Gerechtigkeit geben und du hilfst uns, dass uns Glauben uns Leben verwandelt. Amen. Amen. Hey, vielmal Dankeschön, Pastor John. So, die Frau für mich und die ist, hat Glauben uns verwandelt, right? Draagt ons Leben durch Frucht. So, ich würde freuen, dass wir alle abstehen. Das Prayer-Team, das wird hier nur das Leute fernsehen. Und er merkt die bloß Mut. Wer wird euch das nächste Leute, wir wollen hier singen von unserer Wein durchbringen. Wer wollen sie Uhren stützen, zu merken, und bloß waschen uns und Gott vertrauen. Und wirklich ans Hort aufmerken, zu arm. Und wenn die Jesus nicht kann das, von der ist der da. Worum für morgen lernen, wir sind nicht noch ein Udum versprechen, right? Und so, nimm Jesus an, und wenn die Jesus kann das, jeft ihn Horttrainer an. Jeft ihn Horttrainer an.
Til du opfør, til din østertjerning, til din prins von fred, til din Läwen du lån, til din exil, til din aktion, til din herligste, til din magt, hvor det til liv, til du opfør, til din østertjerning, til din prins von fred, til din Läwen du lån, til din exil, til din aktion, til din herligste, til din magt, hvor det til liv. The prayer team, as you've heard, man, you dot failed. En besides dat zij in Gloowen, die zijn in Luther klok 4 voor zomeravond.